Ah, herrlich. Erstmal kurz Instagram checken. Was gibt's Neues? Ach krass, die haben geheiratet. Wow, cool. Oh, schönes Kleid. Ja, genau, als ob du heute Morgen schon 15 Kilometer joggen warst. Ja, du alter Angeber. Was? Die Schweiz hat gegen Argentinien verloren? Oh, toll, ey. So, E-Mails. Oh nee, die Kollegin ist krank. Oh, scheiße. Jetzt muss ich den Workshop alleine machen heute. Und der Chef hat auch schon um 7 Uhr eine Mail geschrieben. Cool. So. Oh, der wärmste Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Klimawandel scheint auch ein Thema zu sein. Spritpreise auf Höchstniveau. Boah, oh Mann, ey. Ich spuck jetzt nicht aus. Spaß. Hey, hallo ICF Basel. Schön, hier zu sein. Ich muss mich hier mal kurz noch einrichten hier. Richtig schön, dass ihr da seid, auch nach dieser harten Nacht für euch. I'm sorry. Also ich habe geschlafen. Ich dachte mir, ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, hier fit zu sein. So, hey, ich freue mich riesig, bei euch zu sein und mit euch in eure Summer Celebrations reinzustarten. Ist richtig cool, auch wenn du online dabei bist. Ich glaube, heute Morgen sind auch ein paar Leute online dabei. So schön, hier zu sein. Kennt ihr solche Morgende auch? Ja, kennt ihr das so? Man wacht auf, Handywecker klingelt und so wie automatisch erstmal kurz Hand ans Handy, Instagram checken, Nachrichten checken, Mails checken. Und irgendwie ist man dann so latent schlecht drauf, den ganzen Tag und denkt sich irgendwie so, oh, jetzt bin ich irgendwie voll mies gelaunt in den Tag gestartet. Kennt es irgendjemand von euch? Ja, ich sehe nicken, genau, ein paar Hände, cool. Man sagt ja, wie du deinen Tag verbringst, so verbringst du dein Leben. Das heißt quasi, dass dein Leben nicht nur irgendwie aus so irgendwelchen abstrakten Monaten und Jahren besteht, sondern aus der Summe deiner alltäglichen Handlungen, Gewohnheiten und Entscheidungen. Und du kannst mal ganz kurz für dich reflektieren, ist das, wie du aktuell deinen Tag verbringst, das, wie du dein Leben auch verbringen möchtest? Also das, was du tagtäglich tust, deine Gewohnheiten, ist es das, was du dein Leben lang so kultivieren möchtest? Das Schöne ist ja, im Reich Gottes gibt es niemals Anklage, sondern es gibt einfach Überführung durch den Heiligen Geist. Und du darfst dich heute einfach ganz entspannt fragen, was möchte ich mit Hilfe des Heiligen Geistes in meinem Leben verändern? Wenn ich hier predige und was ich by the way gar nicht so oft mache, dann ist es immer richtig cool, wenn ich in sowas wie eine Summer Celebration eingeladen werde, weil dann kann ich einfach predigen, was mir so auf dem Herzen ist, was mich die letzte Zeit, die letzten Monate auch bewegt hat und wo ich einfach auch von Gott darauf hingewiesen worden bin. Weil bis vor ein paar Jahren und auch aktuell sieht mein Leben halt oder mein Morgen ganz oft so auch aus. Also dass ich wirklich so, vielleicht nicht direkt am Bett, aber schon aufstehe, zügig am Handy bin, Nachrichten checke, Mails checke, auf Instagram rumscrolle und es irgendwie dann so, ich starte in den Tag, ich skippe meine stille Zeit und ich gehe dann aus dem Haus und denke mir so, warum bin ich eigentlich irgendwie nicht so gut gelaunt? Und wo kommt Gott eigentlich in meinem Alltag vor? Also wo höre ich eigentlich seine Stimme? In Psalm 46, Vers 11, da heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Also Gott liegt irgendwie wohl etwas an Stille, aber haben meine Morgende und Tage so etwas mit Stille zu tun? Ich glaube nicht. Ich bin ja überhaupt gar nicht präsent. Ich stolper so rein in den Tag.
Jetzt ist Stille ja so ein Phänomen, ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, so Stille, was das in dir auslöst, welches Gefühl du hast. Aber wir leben ja heute absolut gar nicht in stillen und ablenkungsfreien Zeiten. Also ganz im Gegenteil. Wir leben ja in außergewöhnlich lauten Zeiten. Und damit meine ich nicht nur, du kommst hier Sonntag für Sonntag ins ICF und es ist richtig laut, sondern auch im Vergleich zu allen Generationen vor uns. Das Smartphone ist immer mit dabei, die Nachrichten erreichen uns quasi rund um die Uhr, Podcasts und Serien füllen irgendwie jede freie Minute und die sozialen Medien, die liefern dann auch immer noch das, was man hören und nicht hören will. Du kriegst von jeder App irgendwie Push-Nachrichten auf die Uhr und ich denke mir, Leute, früher musste man aktiv nach Informationen suchen, heute musst du aktiv verhindern, dass Informationen dich finden. Der Philosoph Blaise Pascal, der schrieb schon im 17. Jahrhundert einen ganz coolen Satz. Und das heißt, das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer bleiben können. Und ich dachte mir so, also wenn das damals galt, wie viel mehr gilt das für uns heute? Und ich habe einfach eine Frage an dich. Wann saßt du denn das letzte Mal einfach in deinem Zimmer? Hast dich vielleicht sogar, Achtung, gelangweilt. Langeweile. Kennt noch irgendjemand von euch? Ja, so, oh ja, da hinten kennt es noch einer. Cool. Wann saßt du das letzte Mal einfach in deinem Zimmer, hast vielleicht aus dem Fenster geguckt, hast mal deine Gedanken schweifen lassen, hast vielleicht einfach nur einen Sonnenuntergang angeschaut, standest vielleicht einfach nur an der Supermarktkasse oder an der Bushaltestelle ohne dein Handy in der Hand. Kannst du dich erinnern, wann das letzte Mal in deinem Leben passiert ist? Ich glaube, dass wir mittlerweile so sehr an Lärm und Ablenkung in unserer Welt gewöhnt sind, dass wir so einen Moment der Stille gar nicht mehr so gut aushalten können. Wir können nicht mal mehr ohne unser Handy aufs Klo. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum ist das so? Also warum scheint es, als ob irgendwie keiner von uns Stille so richtig gern mag, so richtig gut aushalten kann? Und warum lenken wir uns in unserem Alltag eigentlich ständig mit irgendwas ab? Wisst ihr warum? Weil Stille etwas sichtbar macht. Im Lärm und in der Ablenkung dieser Welt, da können wir vieles überdecken, was gerade so in uns vorgeht. Ja? Zum Beispiel Zukunftsängste, Sorgen, Fragen an Gott, ungelöste Konflikte, irgendwelche Enttäuschungen, Themen, die da in uns drin sind und die auch manchmal ganz schön laut sein können. Also in uns drin kann es ja manchmal sehr laut sein und ich glaube, dass niemand sich so richtig gerne mit diesen Themen dann auseinandersetzt. Wenn die an die Oberfläche kommen, dann müssen wir ja da hinschauen. Und deswegen ist es doch eigentlich prima für uns, dass wir quasi 24/7 uns einfach ablenken und beschallen lassen können, und dass wir uns gar nicht diesen Themen in uns stellen müssen. Ja? Oder hast du schon mal überlegt, dass vielleicht genau das auch eine Strategie des Feindes ist und dass Gott vielleicht genau an diese Themen mit dir ran möchte, dass er dir wieder Hoffnung geben will, dass er dir wieder Perspektive geben will, dass er dir vielleicht eine neue Vision geben möchte und er aber nicht an uns rankommt, weil wir es nicht mehr können, still zu sein. Gott ist übrigens auch jetzt nicht immer dort nur, wo es still ist. Er ist schon auch da, wo es laut ist, wo es spektakulär ist irgendwie, aber auch spricht er in der Bibel ganz oft leise. Dazu gehen wir jetzt mal in eine Geschichte in der Bibel rein. Und diese Geschichte geht um einen der bedeutendsten Propheten im Alten Testament, nämlich Elia. Vielleicht kurz zur Einordnung. Also gerade hat Elia einen seiner größten geistlichen Erfolge erlebt. Er hat gesehen und gebetet und Gott hat Feuer vom Himmel fallen lassen, hat 450 Baalspropheten besiegt. Und wenn du dann denkst, so, boah krass, wenn du sowas mal erlebt hast, dann geht es steil auf, so in deiner geistlichen Karriere, irgendwie from glory to glory, dann muss ich dich leider enttäuschen, weil sowas gar nicht für Elia. Direkt im Kapitel danach finden wir ihn in einer Krise. Er bekommt Morddrohungen von einer Königin. Und er flüchtet daraufhin in die Wüste, wo er völlig mutlos, depressiv und in Selbstmitleid unter einem Busch sitzt. Das ist eine ganz witzige Stelle, also müsst ihr mal lesen. Und er bemitleidet sich selber. Und in dieser Stimmung wandert er dann 40 Tage und Nächte
bis zum Berg Horeb. Und genau da steigen wir jetzt mal ein. Ihr dürft gerne eure Bibeln rausholen, wenn ihr die dabei habt oder am Handy. Traut sich jetzt keiner. Besser ist es. Spaß. Ja, 1. Könige 19, 9 bis 18. Dort am Berg Horeb ging Elia in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Also nochmal ganz kurz, was ist davor passiert? Elia hatte eine krasse Gottesbegegnung. Es gab ein öffentliches Wunder, Feuer kam vom Himmel, Gott hat seine Macht demonstriert und jetzt ist er frustriert und einsam und auf der Flucht. 40 Tage geht er durch die Wüste. Ich habe mich beim Lesen so gefragt, wie sind diese 40 Tage wohl so für Elia abgelaufen? Also glaubt ihr, der ist so morgens aufgestanden, packt so sein Säckchen oder wie auch immer man damals gewandert ist und ist dann irgendwie so in irgendwie Gottes Gegenwart und so vom Geist erfüllt irgendwie so durch die Wüste gegangen? Glaubt ihr, das war so? Also ich glaube nicht. Ich glaube, in Elia war es laut. Seine Seele war voller Lärm. Ich stelle mir das eher so vor, dass er morgens aufgewacht ist, ja, dass er so überhaupt gar keine Lust hatte, sich mit Gedanken und Vorwürfe gegen Gott und mit seiner Enttäuschung irgendwie auseinanderzusetzen, packt irgendwie so sein Zeug, marschiert irgendwie so ein bisschen grumpy los, ist den ganzen Tag so vor sich hin, so es nervt mich alles und es ist scheiße warm hier in der Wüste und überhaupt Gott, warum bin ich jetzt auf der Flucht, du bist krass, aber ich bin arm dran und in seinem Selbstmitleid, so glaube ich, ging es Elia. Und dann ist er abends wieder ins Bett und am nächsten Tag ging es wieder von vorne los. Ich glaube nicht, dass er aktiv nach Gott gesucht hat oder irgendwie sich seiner Gegenwart ausgesetzt hat. Weil wir lesen, plötzlich sprach der Herr zu ihm. Also plötzlich dringt Gottes Stimme an sein Ohr, als er da so in seiner Höhle schlummert. Und ich vermute, Gott macht das, damit er überhaupt mal wieder zu ihm durchkommt. Weil er den ganzen Tag grumpy durch die Wüste läuft. Wir lesen mal weiter in der Geschichte. Da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm auf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Ich habe immer ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das lese. Sturm, Erdbeben, Feuer, also krasse Naturgewalten, aber darin war Gott nicht. Erst im leisen Säuseln, da erkannte Elia Gott. In anderen Übersetzungen heißt es an der Stelle auch ein leises Flüstern oder der Ton eines feinen Schweigens. Gott begegnet Elia also in der Stille selbst. Und zwar nicht einfach nur in einer leisen Stimme, sondern in einer Atmosphäre des Schweigens, in einer Atmosphäre der Stille. Da verhüllt Elia sein Gesicht. Beim Sturm, Erdbeben und Feuer macht er das nicht, aber als dieses leise Flüstern kam, diese Stille, da spürt er, jetzt ist Gott wirklich da. Zuerst musste Elia also innerlich ruhig werden und es ging halt in dem Fall nur durch den Schlaf. Und dann kam die äußere Stille dazu und dann hat er eine Gottesbegegnung. Bei mir ist es so, dass ich in meinem äußerlich und auch innerlich oft sehr lauten Alltag eigentlich oft so erwarte, dass Gott schon zu mir sprechen wird. Also Gott kann ja auch durch Instagram zu mir sprechen. Und ja, das kann er auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass Gott ein Gott der leisen Momente ist.
Und er will, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten und ihn anschauen. Und genau das ist wahrscheinlich die größte Challenge unserer Zeit, in der alles und jeder ständig um unsere Aufmerksamkeit kämpft. Vielleicht hast du auch manchmal den Eindruck, irgendwie so, ja, Gott ist irgendwie gar nicht da. Oder Gott spricht ja auch überhaupt nicht mehr. Oder er kümmert sich auch nicht. Aber ich glaube, dass Gottes Stimme einfach ganz oft vom Lärm dieser Welt und vom Lärm in uns drin überdeckt wird. Er ist auf jeden Fall da, nur wir sind es ganz oft nicht. Wir schauen noch mal rein in die Geschichte, wie es weitergeht. Und noch einmal wurde Elia gefragt: Elia, was tust du hier? Wieder antwortete Elia: Ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir noch nach dem Leben. Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag: Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück, weiter nach Damaskus. Salbe dort Hazael zum König von Syrien. Ich habe 7.000 in Israel übrig gelassen, die sich nicht vor Baal hingekniet und sein Bild nicht geküsst haben. Du denkst dir so, endlich. Endlich hat Gott es geschafft, zu Elia durchzudringen. Und er schenkt Elia wieder neue Hoffnung, er gibt ihm einen neuen Auftrag und er richtet seinen Blick wieder auf das aus, was die Wahrheit ist. Weil ist euch das aufgefallen, wie Elia am Anfang noch seine Vorwürfe gegen Gott bringt und sagt: Nur ich bin übrig geblieben, nur ich. Ich bin der Arme hier in der Geschichte, nur ich bin übrig geblieben. Und Gott sagt ihm: Das stimmt nicht, Elia. Es sind noch 7.000 andere übrig geblieben, die Baal auch nicht verehrt haben. Und die habe ich verschont. Kennst du das auch, wenn du so in deinen Gedanken bist und man dann einfach sich auch so, ich glaube, es passt gut zu dem vielleicht auch, was Maike letzte Woche gepredigt hat, und du glaubst auf einmal all das, was du so denkst? Und dann kommt Gott in der Stille und rückt seinen Blick wieder gerade und sagt: Hey, pass mal auf, du bist nicht alleine, du bist nicht der Einzige, der noch übrig geblieben ist, da sind noch 7.000 andere da. Also Elia bekommt neue Hoffnung, sein Blick auf diese Situation wird korrigiert und er bekommt einen neuen Auftrag, nämlich Hazael zum König von Syrien zu salben. Und gleich im Anschluss bekommt Elia auch noch einen neuen Helfer, nämlich Elisa. Und das alles, weil Elia endlich Stille hatte und hinhören konnte. Ich glaube, Elia musste seinen Blick weg von sich und auf Gott lenken. Und das ist ein mega wichtiges Learning für unser Leben, weil die größte Gefahr ist nicht, dass Gott aufgehört hätte zu reden. Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass wir verlernt haben, zuzuhören. Wir schauen uns mal noch eine andere Person in der Bibel an, die auch viel Zeit in Stille verbracht hat, nämlich Jesus. Wir können in ganz vielen Stellen da lesen, dass Jesus sich immer wieder in Stille zurückgezogen hat, um Zeit mit Gott zu verbringen. Zum Beispiel beginnt Jesus seinen Tag mit Stille. In Markus 1, Vers 35 lesen wir das: Und am Morgen, noch vor Tagesanbruch, stand er auf, er ging hinaus und er begab sich an einen einsamen Ort und betete dort. Also Jesus ist nicht der morgens aufsteht und in seinen Tag losrennt. Und du könntest jetzt sagen, okay, ja gut, Jesus, der war auch nicht gerade hobbylos, ja, der hat irgendwie Dämonenaustreibungen, irgendwelche Menschenmassen, Krankenheilungen und so weiter. Aber er rennt nicht einfach los, sondern für ihn war das eine Gewohnheit, immer wieder einen Ort der Stille aufzusuchen und mit dem Vater im Gespräch zu sein. Einfach auch erstmal das Tagwerk sein zu lassen und erstmal in der Stille in den Tag zu starten. Oder in Lukas 5, 15 und 16, da lesen wir: Die Kunde von ihm verbreitete sich immer weiter, er aber, also Jesus, zog sich zurück an einsame Orte und betete. Also je mehr Menschen was von ihm wollten,
die Kunde verbreitete sich, das heißt, Jesus wurde immer bekannter, immer mehr Menschen wollten was, immer mehr Kranke kamen zu ihm, immer mehr Menschen, die ihn berühren und von ihm lernen wollten. Desto konsequenter zog Jesus sich zurück. Also je mehr Ablenkung und Lärm in sein Leben kam, desto konsequenter suchte er einen Ort der Stille. Oder auch vor der Berufung der 12 Jünger, da heißt es in Lukas 6, er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Also auch vor wichtigen Entscheidungen hat Jesus sich wieder in die Stille zurückgezogen und hat Zeit im Gebet verbracht. Und wenn ich das so lese, dann denke ich mir so, warte mal, so sieht mein Leben ganz oft überhaupt nicht aus. Also wenn sogar Jesus Stille gebraucht hat, wenn sogar der Sohn Gottes Stille braucht, wie viel mehr brauchen wir sie, vor allem in unseren Zeiten? Und jetzt sagst du vielleicht, oh, es ist so schwer, es ist so anstrengend mit Stille und ich kann das auch gar nicht mehr. Und dann sage ich dir, ja, I feel you. Für mich ist auch richtig, richtig schwierig und deswegen, wie ich am Anfang gesagt habe, ich predige immer gerne über Dinge, wo ich selber auch mir zuhören muss, mal wieder beim Predigen. Und mal wieder denke so, guter Reminder an mich selber. Es ist eine Disziplin, die krass umkämpft ist. Das glaube ich einfach. Ich glaube, es ist auch eine Strategie des Teufels, wie ich vorhin gesagt habe, dass er uns immer wieder auch neue Ablenkung schenkt und einfach das verhindern möchte, dass wir zu Gott in die Stille kommen, weil es liegt ein mega Schatz darin, zu lernen, wieder präsent zu sein, zu lernen, wieder Stille auszuhalten und zu lernen, wieder mit Gott zu reden. Weil Gott er kann reinsprechen in dein Leben, er kann es durchdringen in deinen vollen Alltag und das erlebe ich schon mitunter auch, aber ich erlebe es viel öfter, dass er zu mir spricht, wenn ich mir aktiv die Zeit nehme. Wenn ich so ein bisschen was opfere, sage ich mal, von meiner Zeit, von meiner Aufmerksamkeit, von der Ruhe, die ich vielleicht brauche, um ihn zu suchen. Und ich will mir jetzt auch nochmal mit euch anschauen, wie können wir denn in unserem Alltag das wieder schaffen, einfach mehr Raum für Gottes Reden zu schaffen und Stille zu praktizieren. Die Frage, die ich ja eingangs gestellt habe, ist, wo wir Gott im Lärm unseres Alltags eigentlich hören. Also nochmal Psalm 46, Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Also wo nehmen wir uns wirklich Zeit, um zu erkennen, dass Gott Gott ist? Wo nimmst du dir die Zeit, um all unsere inneren Themen mal an die Oberfläche kommen zu lassen und mal mit Gott draufzuschauen, damit er uns wie Elia neue Hoffnung, neue Perspektive, neue Vision geben kann? Wo ist die Zeit an deinem Tag, wo genau das passieren kann? Und vielleicht denkst du jetzt so, ach du liebe Zeit, das klingt gleich nach so einem Timeout, ich muss irgendwie 7 Tage Stille Retreat oder ins Kloster fahren und so. Und dann sage ich so, ja, also go for it, wenn das dran ist für dich. Das ist auf jeden Fall gut, aber ich möchte einfach mit euch nochmal überlegen, was könnten denn Schritte sein, wie wir ganz konkret in unserem Alltag das wieder mehr kultivieren können, wieder mehr einüben können, auch einfach in der Stille vor Gott von ihm wieder zu empfangen. Ich hatte heute Morgen, das ist so eine kurze Seitgeschichte, ich hatte heute Morgen nochmal eine Gebetszeit. Heute Morgen habe ich sie mir genommen. Ist auch immer so cool, gell? Also falls ihr denkt, ich mache das immer so, nee, das läuft bei mir auch nicht immer so. Aber heute Morgen habe ich sie mir genommen. Und das Coole ist ja dann, dass Gott einfach da auch redet. Und ich hatte heute Morgen nochmal so ein Wort und ich habe dazu jetzt kein Wort, also ihr könnt es nicht an der Leinwand sehen oder so, weil das ist jetzt eben halt spontan. Aber er hat nochmal so zu mir gesagt, präsent sein, um ein Präsent zu sein. Also dieses Präsentsein im Sinne von ich bin gegenwärtig, ja? Also ich nehme mir Zeit, um präsent zu sein, damit ich selber ein Präsent bin. Und das fand ich irgendwie so ein mega schönes Bild, weil wir denken ja ganz oft so, oh ja, okay, jetzt quetsche ich Gott irgendwie halt noch so rein in meinen Alltag.
Aber wirklich präsent zu sein, in der Stille vor Gott zu kommen, das ist ein Geschenk, was wir Gott machen können. Also du kannst mit deiner Zeit, mit deiner Stille Gott auch ein Präsent geben. Ja? Etwas von deinem Leben, von deiner Aufmerksamkeit, von deiner Zeit ihm zurückzugeben. Und das fand ich richtig cool. Lasst uns wieder präsent sein, um ein Präsent zu sein. Jetzt aber nochmal zurück, wie können wir das in unserem Alltag vielleicht kultivieren? Und es sind einfach 3, ich sag mal, es sind Vorschläge, die ich auch immer wieder selber praktizieren muss, mir immer wieder ins Gedächtnis rufen muss und mich auch immer wieder herausfordern in meinem Alltag. Und der erste Punkt, den ich einfach mitgebracht habe für euch, ist, vor der Stille kommt Ruhe. Also vor der Praxis von Stille glaube ich, dass nochmal eine andere Sache steht, und zwar Ruhe. Jetzt denkst du vielleicht, Stille und Ruhe, sehe ich jetzt nicht so viel Unterschied. Ja, es ist nicht ganz das Gleiche. Ich meine damit, dass man für die Disziplin von Stille Ruhe braucht. Für die Disziplin von Stille muss man gut ausgeruht sein. Weil vielleicht kennst du das, vielleicht auch besonders heute, du hast nicht so viel geschlafen, du bist vielleicht ein bisschen müde, dann ist man schneller auch so gereizt, dann ist man schneller auch schlecht drauf, die Gedanken sind irgendwie so in deinem Kopf, dann wird Stille noch schwerer. Ja, also vor der Stille kommt die Ruhe. John Mark Comer hat mal gesagt, to rest well, we need to be well rested. Also um gut zu ruhen, müssen wir gut ausgeruht sein. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube, dass da in diesem Fall eine mega Wahrheit drin liegt. In der Ruhe kommt die Kraft auch wieder für deinen Alltag. To rest well, we need to be well rested. Du kannst natürlich auch nur 5 Stunden schlafen und dann stolperst du halt morgens in dein Leben rein. Dann kann man sich auch schlechter konzentrieren. Wenn du dann die Bibel aufschlägst, dann denkst du, oh, was will Gott mir eigentlich heute sagen? To rest well, we need to be well rested. Hat mich ein bisschen umgehauen, auch in der Vorbereitung für diese Predigt. Der zweite Punkt, weniger Ablenkung und weniger Zeit am Handy. Jetzt denkst du so, ja gut, Caro, das hat so einen Bart, ich weiß. Und der Punkt ist mega hart, das weiß ich auch. Aber ich will dich ermutigen, deine Tage bewusst zu erleben und präsent zu sein. Weil wie du deine Tage verbringst, so verbringst du dein Leben. Kann man auch sagen, so viel Zeit, wie du jetzt am Handy bist, wirst du dein Leben lang am Handy sein. Willst du das? Also ich will das nicht. Ich denke mir, meine Bildschirmzeit, Junge, das ist gerade jenseits von Gut und Böse. Und da will ich mich immer wieder daran erinnern, mich nicht den ganzen Tag beschallen zu lassen, mich nicht den ganzen Tag abzulenken, sondern wieder Zeiten zu schaffen, in denen das Handy auch mal weg ist und in denen weniger Ablenkung in unserem Leben ist. Gott musste Elia nachts rausschmeißen, um zu ihm zu reden. An dem Punkt will ich nicht kommen. Also ist natürlich, ich fände es mega, wenn Gott im Traum zu mir redet, aber ich möchte nicht so unpräsent sein in meinem Leben, dass Gott nicht mehr die Chance hat, zu mir zu sprechen. Deswegen nutze doch kleine Pausen am Tag, um ein kurzes Gebet zu sprechen, um dich wieder neu zu connecten mit Gott. Sei aufmerksam und präsent in Gesprächen und check nicht noch nebenher irgendwie dein Handy, mach irgendwas, sondern gönn dir Momente, wo du ganz da sein kannst. Sei es mit der Familie, sei es mit Freunden oder auch ganz in deiner stillen Zeit. Geh joggen ohne Kopfhörer, steh mal wieder an der Bushaltestelle oder an der Kasse ohne das Handy in der Hand. Schau dir einen Sonnenuntergang an, ohne zu filmen, ohne irgendwas zu checken. Sei präsent im Moment und nutze diese Momente, um immer wieder dich auch mit Gott zu connecten und zu fragen, hey Gott, wo bist du gerade? Ich habe mir das so, als ich so die Predigt geschrieben habe, saß ich bei uns im ICF im Office und dann tippe ich so runter und dann habe ich immer wieder so kurz aus dem Fenster geguckt. Zum einen ist es gut für die Augen, aber zum anderen dachte ich mir so, ja, ich will diese Pausen nutzen, damit Gott ganz kurz zu mir sprechen kann. Damit ich kurz fragen kann, hey Gott, wo bist du gerade? Was tust du gerade? Was kann ich tun, was dir gefällt? Und den dritten und letzten Punkt, den ich mitgebracht habe, ist,
starte deinen Morgen mal bewusst wieder mit Stille. Also bevor dein Tag losgeht, bevor die To-Dos auf dich einprasseln, bevor das Gedankenkarussell startet, nutz die Zeit in dem Moment, wo du aufwachst. Ich glaube, da entscheidet sich mega viel. In dem Moment, wo du aufwachst, in den Tag zu starten und dir ganz kurz Gottes Gegenwart bewusst zu sein. Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst einfach ein paar Mal tief ein- und ausatmen. Das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Einfach noch, während ich noch liege, einatmen, ausatmen. Vielleicht Psalm 23 über dem Tag ausbeten. Du kannst einen Abschnitt in der Bibel lesen, kannst beten und auf Gott hören und den Tag einfach in Gottes Hand legen und nicht zuerst dein Handy in deine Hand legen. Ein Tipp, den ich da für dich habe, kauf dir einfach einen klassischen Wecker. Das ist mega oldschool, ich weiß, aber hilft für vieles. Und dann sieht dein Tag vielleicht so aus. Danke, dass du da bist. Danke, dass deine Güte jeden Tag neu ist. Danke für die Nacht. Danke, dass du mir Kraft schenkst für den heutigen Tag. Du bist mein Hirte. Mir wird heute nichts mangeln. Oh, Jesus, ich brauche dich heute. Unterbrich immer wieder meinen Tag. Lenke meine Aufmerksamkeit immer wieder auf dich. Was würde dir gefallen heute, Gott, was ich tun kann? Gibt es irgendjemanden, den ich sehen soll, den ich anrufen kann, den ich irgendwie überraschen kann? Ich möchte präsent sein. Spürt ihr, was das für ein Unterschied ist, so in den Tag zu starten? Ich lade dich ein, jetzt aufzustehen. Bevor wir mit der Band gleich in einen Song gehen, will ich mir mit euch zusammen einfach ganz kurz einen Moment nehmen, damit wir den Heiligen Geist nochmal fragen können, was er dir aus dieser Predigt highlightet. Was vielleicht dein ganz persönlicher Next Step in diesem Thema Stille ist, wo er zu dir gesprochen hat. Lasst uns einfach einen kurzen Moment ruhig werden in Gottes Gegenwart. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du da bist, auch wenn wir so oft überall sind, nur nicht in deiner Gegenwart. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du gut bist und dass es die Wahrheit ist, dass deine Güte jeden Morgen neu ist. Ich danke dir, dass du
ja, dass du zu uns reden möchtest, dass du ein Gott bist, der heute noch real ist, der heute noch spricht. Und ich will mich entschuldigen, Gott, wo ich es einfach so oft nicht schaffe, in deiner Gegenwart zu sein, wo ich so oft mit meinen Gedanken überall und nirgends bin. Und ich möchte umkehren, auch stellvertretend für uns alle, und dir sagen, wir brauchen das so sehr, dass du zu uns redest, Jesus. Wir brauchen so sehr Momente mit dir, wo du zu uns durchdringen kannst. Wir brauchen so sehr deine Hoffnung, deinen Auftrag, deine Vision für unser Leben. Und ich hatte einfach gerade auch so nochmal den Gedanken, dass hier vielleicht auch Menschen sind, die mega jetzt Schuldgefühle haben, und das ist gar keine Predigt, die ein erhobener Zeigefinger sein soll. Und ich will dir sagen, dass Gott, der Gott der Gnade und der Wiederherstellung ist, und dass wir immer wieder durch ein einfaches Gebet zu ihm umkehren dürfen und dass wir immer wieder einen Neuanfang machen dürfen, auch mit dem Thema von Stille und in der Gegenwart Gottes sein. Und ich will dir zusprechen, dass Gott das sieht und dass er dich liebt ohne Bedingungen und dass da kein Ankläger jetzt Dinge verdrehen darf, sondern Gott, wir wollen uns neu ausstrecken wieder nach einer Begegnung mit dir. Wir wollen uns neu ausstrecken, wieder in deiner Gegenwart zu sein, präsent zu sein. Lehre du uns neu wieder, was es heißt, einfach deinen Auftrag hier in der Welt zu tun. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du neu wieder zu uns sprechen darfst, dass du uns Impulse gibst in unserem Alltag, dass wir die Menschen um uns herum sehen, dass wir nicht durch unseren Alltag unsere To-Dos hasseln, sondern dass wir uns immer wieder Zeit nehmen, ganz kurz mit dir zu connecten, Jesus. Wir brauchen diese Begegnung mit dir, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deine Präsenz, und wir wollen wieder neu lernen, das auch selber zu praktizieren. Danke, dass du treu bist, Gott. Danke, dass du es auch mit uns schaffst, an dein Ziel zu kommen. Und wir lieben und wir ehren dich, Jesus. Und wollen dir einfach auch jetzt im nächsten Song nochmal wirklich Raum schaffen, damit du zu uns reden kannst, damit du uns Dinge highlighten kannst, die wir umsetzen dürfen in der nächsten Woche. Danke, dass du mit uns Next Steps gehst, um in unser Leben einfach, dass wir dir ähnlicher werden. Das ist unser größter Wunsch, Jesus, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir dir nachfolgen, dass wir dir nachjagen, dass wir unser Leben so bauen, wie es dir gefällt. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst jetzt in diesem Moment, uns einfach nochmal zeigst, wie sehr du uns liebst und dass du so unfassbar gerne mit uns Zeit verbringen möchtest. Amen.